Willkommen zurück wieder einmal zu Assassin's Creed Syndicate. Ja, eben noch hier die Groschenroman-Verbrechen, die mir doch ein bisschen mehr... toll. Ja, ganz toll, falsche Richtung. Die mir doch ein bisschen mehr Sorgen bereiten als vermutet, weil im Prinzip ist es ja einfach alle Verdächtigen befragen, alle Indizien aufsammeln. Das war es im Prinzip schon, nur, naja, wenn man da halt schon detektivmäßig ein bisschen andere Erfahrungen gemacht hat und, naja, hofft ein bisschen eindeutige Beweise zu finden, weil ganz selber hat noch keine Fingerabdrücke, nichts von den beteiligten Personen jeweils drauf. Also grundsätzlich kann man natürlich auch sagen, jo, es ist meistens offensichtlich, wer es war, wegen Rachemotive oder sonst irgendetwas, aber richtige Beweise waren zum Schluss doch nicht, waren doch mehr oder weniger nur Indizien. Das heißt, ein bisschen raten muss man halt trotzdem hier noch. Und da habe ich irgendwie so meine leichten Probleme damit, vor allem wenn es Detektivarbeit ist, Mord und Totschlag geht, einfach zu raten. Naja, was soll's, muss natürlich mich da irgendwie einfügen und das heißt für heute, will natürlich versuchen, das Ganze noch schneller und vor allem natürlich noch besser zu lösen. Ja, das fängt schon mal super an, Jacob. Groschenromane for the wings! Eingesperrt, um zu sterben! Klären Sie diesen verblüffenden Mord in einem abgeschlossenen Raum auf. Oh, das klingt spannend. Hat ein bisschen was von Detektiv Conan. Meine Niederschrift des letzten Mordes war so genial, dass Parlock Publishing mir ein hübsches Sümmchen bezahlt hat. Und ich glaube, dieser nächste Fall wird noch viel, viel besser. Es ist verblüffend. Der Raum war verschlossen. Wie kam der Mörder rein und wieder raus? Vielleicht den Schlüssel in die Tür durchgezogen? Wer weiß, wer weiß. Der Preis ist und bleibt heiß. Wupp. Rein mit dir, Sherlock. Zu tief? Ja. Wo ist die Treppe? Dann untersuchen wir doch mal den Fall. Im falschen Zimmer. Also Weg mit dem... Der Raum war also abgeschlossen, ja? Tja, nochmal gucken. Der muss auch aufs Bett hoch, oder was? Kein Anzeichen für einen Kampf, keine Wunden. Ja, dann könnte er doch theoretisch bereits zuvor vergiftet worden sein. Ja. Kerzen, vergilbte Kerzen, die bis auf einen Stumpf abgebrannt sind. Oder so, sprich, er wollte sich einfach zum Schlafen hinlegen, wurde vielleicht vorher vergiftet oder aber eben diese Kerzen haben ihn vergiftet, könnte ja auch sein. Die wurden angezündet von seinen Bediensteten, sag ich jetzt mal, und dann ist er irgendwie ein paar Stunden später im Schlaf verstorben. Wäre eine Variante. Kerze gelb, geschmolzen. Jo. Ein Brief von Cashens Verleger. Byron, Sie alte Rüpel, Ihr Verriss der Eldritch-Gruppe war köstlich. Unsere Leser können nicht genug von Ihren intelligenten und aber auch unhöflichen Kritiken bekommen. Alle Ensembles der Stadt leben in Angst. Gute Arbeit, weiter so. Vernichtende Kritik. Gut, das heißt natürlich auch Neider. Könnte auch sein, dass jemand rächen wollte. Gewöhnliche Lampe. Sie geht nicht an. Eine Gaslampe. Gaslicht, das nicht angeht. Gas ist natürlich entzündlich und wenn das, was aus der Kerze kam, etwas Entzündliches produziert hätte, was mit dem Gas kollidiert wäre, hätte es natürlich Boom gemacht und dann wäre der ganze Plan sofort aufgeflogen. Luftschacht, der die benachbarten Wohnungen verbindet. Ja, könnte auch dadurch gewesen sein. Das heißt, die Kerze war vielleicht normal. Das trotzdem mussten sie irgendwie abdrehen, damit halt, natürlich, Nachbar des Opfers, weil sonst wäre vermutlich, aber wie hatten wir das Gas abgelassen?
Da noch kurz nicht abgesogen oder irgendwie, keine Ahnung. Handschrift, mein liebster Byron, er kann eine zahllosen Affären schon gar nicht mehr überblicken, aber hättest du nicht Zeit für ein weiteres kleines Abenteuer mit mir? Wenn ich von deiner derzeitigen Geliebten ab zu sehr Arbeiterklasse für dich und bekommt zu mir nach Florenz, ja? Zurückgehen und danach fragen. Er hatte also eine Geliebte. Total verschlossen. Hier war also garantiert nichts möglich. Byron Cashen. Eldritch Kammerorchester. Die Türe. In gutem Zustand. Gut, fehlt mir theoretisch noch ein Hinweis. Da sind noch ein paar mehr. Aber auch die geht nicht an. Haben wir eine gleiche Leitung. Was haben wir hier Schönes? D-Moll für Violine und Klavier von Felix Zurückgehen und danach fragen. Okay, Musiker also. Was? Papier? Violine, okay. Kann das noch irgendwie angucken? Blumenfelds Zimmer, Zeitung. Sagt das alles, kann man sagen, wegen Geldmangels aufgelöst worden. Eine Reihe vernichtender Kritiker von Londons einflussreichsten Kritiker habe die Hoffnung zerstört, genug Publikum anzulocken. Jo, Rache. Gebrannten weißen Nachdem ich das Kerzen. gesehen habe, sollte ich mehr Fragen stellen. Keine gelben Kerzen, echt weiße. Gut, offenbar fehlt mir hier noch ein Hinweis, was ich gerade gesehen habe. Für ein Kammerorchester, das vor einigen Tagen mehrere Werke von Mendelssohn aufgeführt hat. Zurück und mehr darüber herausfinden. Wo von dem er nichts Besonderes ist. Da haben wir 10 von 10. Hier fehlen noch ein paar, wa? Ein paar ist gut. Dann noch fehlt noch. Wo habe ich hier einen Hinweis übersehen? Ah, da haben wir schon. Zum Keller, wenn Gaslaternen war, vermutlich, um die abzustellen. Ich bin nur die Haushälterin, aber Mr. Cashen war auch ein guter Freund. Ich bringe ihm jeden Morgen seinen Kaffee. Aber heute war die Tür abgesperrt. Mein Gatte ist der Verwalter, wir wohnen unten im Haus. Wir haben Schlüssel für alle Apartments und als er nicht öffnete, war ich besorgt und schloss selbst auf. Und dann fand ich ihn so vor. Naja, so viel natürlich dazu, dass in verschlossenen Räumen geschah. Der Mord, meine ich jetzt. Ich überlege gerade in die Kerze der... Schon angenommen, meine ursprüngliche Vermutung wäre richtig und die Kerze war irgendwie so präpariert, weil sie war ja gelb, oder? Jetzt, also, ja, natürlich ist das kein Hinweis, aber also kein Indiz, aber ein Hinweis trotzdem. Wenn es die Kerze gewesen wäre. Türe und Fensterrahmen verschlossen. Okay. Die Kerze brannte nieder, das Gift trat aus, er erstickte im Schlaf, wenn man mal so möchte. Aber natürlich gab es noch eine Lüftungszufuhr. Da wurden irgendwie vielleicht sogar, wie soll ich sagen, halt so eine Art Absog geöffnet, damit das Gas halt dort wieder heraustreten konnte. Im Nachbarzimmer, dort war allerdings das Fenster offen. So gelangte das Gas wieder heraus und jo, alle Spuren wurden soweit eigentlich beseitigt. Wäre eine Das Variante. Licht hat nicht funktioniert und mein Gatte wollte keine Kerzen verschwenden. Also gingen wir früh zu Bett. Mr. Cashen war ein respektierter Musikkritiker. Ein vollkommener Gentleman.
Wurde also von fast allen geliebt. Fast allen. Wer bist du? Mr. Bloomfield. Ich war unten im Keller und habe experimentiert. Und was will sie jetzt? Einfach gestorben. Er wohnte nebenan und kam oft ein wenig angetrunken von seinen Konzerten und hat laut gesungen. Das trieb meine Frau in den Wahnsinn. Cashen hatte einen Schlag bei Frauen. Ich habe ihn beneidet, ehrlich gesagt. Natürlich. Das gehört Mr. Golden, ein sehr netter Mann. Wir lassen ihn tagsüber unser Apartment benutzen, wenn meine Frau und ich in unserem Geschäft sind. Er probt gern hier, weil das Licht besser ist. So, so. Ich bin Amateurchemiker. Hanman ließ mich ein paar Experimente im Keller durchführen. Mr. Cashen ist tot? Ich habe ihn gestern erst gesehen. Er strotzte vor Gesundheit. Wenn Sie mich fragen, war er der Frau des Hausverwalters etwas zu sehr zugetan. Skandalös, wirklich. Die müssen einander fast täglich gesehen haben. Nein, wie können sie nur? Gestern Abend strickte ich in diesem Stuhl. Dann wurde mir etwas schummerig, deshalb habe ich das Fenster geöffnet. Ich habe nichts Verdächtiges gehört. Natürlich können sie selber die gewesen sein. Also sprich, wenn es halt wirklich nur ein langsam wirkendes Gift wäre. Also Gift, ja. Gibt es ja so eine Chemikalie, die bei leichter Zufuhr halt eben einfach nur benommen macht. Dann lüftet man halt das Fenster, ist alles gut. Wenn man halt so schläft, dann erstickt man halt im Schlaf. Als gestern Abend das Licht ausgefallen ist, hat der gute Mr. Golden alle mit Kerzen versorgt. Das ist so ein netter Mann. Klingt für mich doch nach Mr. Golden, dass er es war. Also quasi natürlich abgestellt hat, logisch, weil er wollte ja, dass keiner das Gas anzünden kann, wäre sonst ja alles explodiert. Oder aber hat es natürlich nur deswegen gemacht, um seine Kerzen anbringen zu können. Das sogar wahrscheinlich, aber gar nicht so ein Gas oder so etwas. Weil doch, wenn es natürlich ein Gas wäre, würde es natürlich explodieren, aber im Feuer, wobei, da ist noch ein Kerzenfeuer, also von dem her. Nee, ich denke eher doch, dass das mit der Glaslaterne doch nur deswegen geschah, damit er halt die Kerze verteilen konnte und die gelbe Kerze war halt präpariert. Soweit zu meiner aktuellen These, sag's mal so. Das stimmt. Ich habe ihn geliebt. Er war das Beste, was mir jemals passiert ist. Ja, und deswegen hast du ja auch deinen Gatten so sehr geliebt, wa? Schon klar. Vielleicht wusste es der Gatte und wollte Rache. Wäre ja auch eine Variante. Sie hat direkt einen Ruß bedeckt. Wieso Ruß bedeckt? Da muss er Mr. Golden sein, wa? Ich sollte zurückgehen und danach fragen. Sehr gut, sind weiße Kerzen drücken nicht viel, auch irgendwo eine gelbe. Oder mich gerade vertan mit dem gelben. Nee, kann ja gar nicht sein. Aber egal, also die inspizieren, muss ja eine weiße sein, wa? Genau. Wenn er Chemiker ist, natürlich gar kein Problem für ihn auch da. Sie geht nicht an, ja, das war logisch. Was haben wir hier Schönes? Was ist ein Zuschneiden der Seiden? Okay, wäre soweit also kein Problem für ihn. Notenblatt. Ja, ging regelmäßig hoch zum Übeln. Was hat das mit dem Mordfall zu tun? Doch gar nichts. Ich arbeite sehr lange. Er auch. In den 2 Jahren, die ich hier lebe, habe ich ihn nur 1-2 Mal getroffen. Natürlich. Ich habe ein Benefizkonzert für arbeitslose Musiker gegeben. Einige Dutzend Leute können das sicher bestätigen. Ich benutze sie, um bei privaten Konzerten für die richtige Stimmung zu sorgen. Soweit zu Mr. Golden. Gehen wir mal ganz kurz nach runter.
Er ist mit Dreck und Ruß bedeckt. Ein Frag mich, Leuchtgastank. ob mir jemand etwas dazu sagen kann. Vermutlich schon. Gelbflüssigkeit. Halb voll. Ja, daran noch Ich sollte Chemikalie. zurückgehen und danach fragen. Aber was für eine Chemikalie? Becher, Trichter, Maschine für Chemikalien. Alles, was man so braucht. Was doch golden oder was? Der Mann. Keller, Blumenfeld, Mr. Golden, Cashen. Ja, okay. Normaler Schraubendreher. Herausfinden. Wenn es normaler Schrauben... Eine weiße Kerze? Ja, eine weiße Kerze. Hätte auch ein Doppelanschlag sein können. Jo. Auch die geht nicht an. Mr. Cashen ist tot? Kaum zu glauben. Er führte ein ruhiges Leben. Nachts meist auf Konzerten, den Rest der Zeit hat er in seinem Zimmer geschrieben. Er war ein einsamer Mann. Mein Weib hatte Mitleid mit ihm und half ihm so oft sie konnte. Ja, ein bisschen zu viel Ich Mitleid. bin dafür zuständig, dass im Gebäude alles funktioniert. Also mache ich mich ab und zu schmutzig. Ich hatte im Keller zu tun. Ich vergaß ihn wegzupacken, nachdem ich Mr. Goldens Notenständer repariert hatte. Ich ließ ihn liegen und er brachte ihn mir. Das Gas fiel gestern aus. Ich kenne mich damit nicht aus und kann es nicht reparieren. Morgen kommt ein Mann vom Gaswerk und regelt das. So, so. So, ich glaube, ein, zwei Hinweise haben wir noch, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass es entweder Mr. Golden oder er war. Momentan tippe ich auf Mr. Golden. Klar, der Mann hätte ein natürliches Motiv, weil Rache für seine Frau, weil die ihn, oder er sie verführt hat. Was will die jetzt die ganze Zeit? Mr. Golden wegen der Kritik halt. Davon der Club schon schließen musste. Ja, passen Sie damit auf, das ist gefährlich. Es reagiert heftig auf Hitze. Ja, also doch. Also, reagiert heftig auf Hitze. Klar, Kerzen verbrannt dann. Ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt alles oder fehlt noch irgendwie etwas? So. Natürlich wäre sie theoretisch, weil, ja, sie kann ziemlich gut beschreiben, was genau passiert ist. Daher wäre natürlich eine Variante, dass sie es war und sich somit eigentlich rausreden wollte. Oder von wegen, ja, ich war ja hier und war selbst davon betroffen. Oh, zum Glück ist mir nichts passiert. Dass sie es war, warum? Sie hat kein Motiv, sie hat ihn ja geliebt. Klar, er hatte Affären, es könnte natürlich trotzdem sein, dass sie es deswegen war, wegen den ganzen Affären, glaube ich aber eher nicht. Ich glaube, er war's. Er hat ein ganzes Orchester vernichtet. All die Musiker sind nun arbeitslos. Ein verbitterter alter Mann, der selbst keinen Funken Talent oder Kreativität besitzt. Ich schätze, hinter der Sache steckte mehr, als es den Anschein hatte. Ich werde mir das mal ansehen. Ja, also, jetzt wird sie Junge vor uns, okay. Ab in den Kerker mit dir! So schnell kann's gehen, Freunde. Irgendwann ein Fall gelöst. Ich würde sagen, diesmal war es ziemlich professionell von mir. Aber auch hier wieder mal, es war eigentlich nichts Eindeutiges. Ich meine, das mit der Affäre, es hätte auch die Frau des Vermieters sein können, eben weil sie natürlich ihn geliebt hat, sie hat es selber gesagt. Ja, mit seinen ganzen Affären ständig, dass ihn deswegen aus Eifersucht gekillt hat. Klar, sie hat keine chemischen Erfahrungen, aber trotzdem wäre es eine Variante gewesen, an dem der Mann, der rausfand, dass seine Frau mit ihm etwas zu tun hatte, mit diesem Lebemann. Aber egal, wir haben es geschafft, das ist die Hauptsache. Gravierter Schlagring, dann werde ich mal gucken. Wie gut ist denn das Teil? Jetzt noch beschissen, wenn man sagen darf. Legendärer Assassine Kukri. Jo. Jetzt mal Ratscher beendet. Oh, da komme ich erst. Aha, hier unten.
Obsidian-Kukri. Sieht noch cool aus, wa? Und wir sagen, jetzt mal Ratschabane. Ja, das machen wir auch künftig noch, keine Sorge. Robert Topping. Und wieder mal, Freunde, ist der Part vorbei. Wieder mal 20 Minuten vorbei. Ey, ich hatte gehofft, dass ich diesmal ein bisschen schneller wäre. Gut, ich hätte diesen Mr. Topping, sage ich schon, Mr. Golden, den auch schon vorher ansprechen können. Ich war mir ziemlich sicher, dass er es war. Damit hätten wir noch ein paar Minuten gehabt für den nächsten, die nächste Folge. Aber ganz ehrlich, hier so ein bisschen durchwaschen. Das ist nicht der Sinn und Zweck, vor allem nicht von solchen Storys halt. Nee, ganz ehrlich, da muss man ein bisschen langsamer rangehen, aber dafür ein bisschen feinfühliger, sagen wir es mal so. Wo habe ich einen Warpunkt? Ach du Scheibenkleister. Ja, wir gehen wieder zurück nach Whitechapel. Der Teufel von der Fleet Street. Nice. Und nach den 2 anderen sind wir hier soweit durch und können uns dann schon bald mit der Mission des letzten Maharaja auseinandersetzen. Das wird doch wieder mal richtig episch werden, Freunde. Hier bei Assassin's Creed Syndicate. Jo, in diesem Sinne mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Oder Spieler, sagst du dazu? Wie weit fehlt? Ich muss darüber. Ach du Scheibenkleister. Kutsche. Eindeutig eine Kutsche. Bis dahin, ciao zusammen.